Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Comedy, Luxemburgs feines Metal Podcast. Mam Gilles, aber am Pitz. Bonjour. Hallo. Und du? Ach, selber, alles okay. Das geht, mal ja. Was geht? Was kann hat nicht kloen. Gio? Wir können nicht kloen, nee, alles geht gut. Wir sind gesund Ja. am Montag. Das scheint wieder. Richtig. Willst du mehr? Ja, wunderschönen Hirschtag. Ja, stimmt, und noch nach ziemlich mild für das Jahreszeit. Ja, war Ich ging mal- 17 Grad Mengen, aber Da muss ich schon, ja. Ich ging mal zu einem Ohrmal ein guten Schnee an Eis und Glitz wünschen. Und dann Korpspaint an das Gesicht schmieren und durch die Büsch laufen, wie Wahnsinnigen. Das wäre wunderschön. Nee, das haben wir ja noch viel zu machen irgendwann. da kommen andere Leute, da gehen wir direkt, ruft direkt Police, gehen wir direkt verhaftet. Ja. Aber ich meine, solange man kein Gäste mehr an den Büsch holen oder so, können sie uns nicht verhaften. Also gut dann. Gehst, können wir mal zuhören, aber die geht so als Haustier, die geht Die gehemelt, geht- versucht. Die geht verklot, Hanno, Gäste. Die geht ja sitzen. Die geht für alles sitzen, ja, das wäre mal etwas nice. Goat has to serve, gell. Oder has to sit, weißt du, das will hören. Aber ja, wir schweifen schon Kasch auf, gell, am Hinrichtung. Ja, mit einer Auto gefangen. Mit einem echt Konkretes gesagt. So mehr, was Was lebt? Hummer haut im Programm. Ma, wir wollten haut über Filme schwätzen. Wir sind zwar ein Metal-Podcast, aber wir wollten über Filme über Metal schwätzen. Die Metal thematisieren. Es gibt da nicht so viel, aber es gibt da pur. Und ich denke, für uns Metal-Fans, die draußen, dass die vielleicht verschiedenes davon nicht kennen, aber vielleicht auch gewollt sind, da den oder da mal ranzuchecken. Absolut. Ich meine, Kinder, aber du siehst Kinder nicht viel. Es gibt wahrscheinlich ein Jet, aber sind sie all gut. Ich meine, das ist echt ja. den Point vom Dach an. Wir haben uns dort ein paar rausgesicht. Ich werde dem mal vielleicht verschiedene Wiederwerte lassen gehen. Wir haben generell, weil es, wir hatten das zwar schon wieder gesagt, das ist als Filmepisode, sagen wir mal, oder Dokumentarfilmer oder Heavy Metal an der Filmindustrie. Und da werde vielleicht auch noch einer bisschen mehr aufschweifend von Podcast Episode kommen da wahrscheinlich eine andere Sache bei. Mir noch will es Literatur einkehr durchzuführen. Heißt, Ja. was sind die typisch klassisch Bücher, wo vielleicht Heavy Metal Songs inspiriert haben, wie zum Beispiel den Clive Barker oder H.P. Lovecraft oder sogar auch Tolkien, gell? Das Absolut, werden wir auch Tolkien, irgendwann ja. ein bisschen machen. Mehr lassen wir mal bei dem visuellen Wahnsinn, was Filmindustrie ist. Ja, und auch da gibt es eigentlich genug zu schwätzen. Ne? Ja, auch ein paar ganz gut Perlen dabei, wo uns allen zwei absolut. aufgefallen, Absolut. wo wir auch absolut nicht mehr rekommandieren können. Vielleicht könnt ihr noch, ich meine, wir haben das zwar noch nicht gemäht, aber wir könnten eventuell auch einen Lösch dann einfach abstellen und dann könnt ihr an einem Post erwähnen, dass sie auch Ja. schriftlich schon und schon gerade geduld. Ja, ich kann denken, stell dann einmal vor. Heinz du ab und zu, ja. Das ist schon extremst rar, wo es viel kennt. Mir passiert nach, und das stand mich immer. Ja, wir können gerne aufhängen. Dreht sich immer zwei aufhängt, weil Das finde ich mich auch gefreut. chronologisch rein falsch. Ja. Wir haben eine Reihe von normalen Spielfilmen und auch ein paar Dokumentarfilme, die wir wollten abzählen. Ich glaube so, wir fangen vielleicht mit dem Dokumentarfilm an. Meinst Kann du? ich machen, ja, kann ich machen. Okay, ja. Da hat man einen bekannten Dokufilmregisseur aus Kanada, den Sam Dunn, heißt er. Er hat eine Reihe von Dokufilmen gemacht, mit seinem bekanntesten als Metal A Headbanger's Journey. Ja. Da sind sich ein Doku über wie erst Heavy Metal Geschichten entstanden. Ein bisschen so wie mir doch schon in dieser echter Quatsch durch Geschichten Heavy Metal Episode gemacht haben. Ja. Weil interessant ist, dass dann du auch wirklich all die groß bekannt Gesichter interviewt, unter anderem Bruce Dickinson, den Lemmy, den Dio, gell. Auch ein bisschen mehr, soll mal, wie Underground, Auch ein paar Undergrounds, Sachen, ja. wie den Isan von Emperor oder auch, wie wir noch dabei schmengen, der Ja, Corpse Mayhem. der Fischer war auch dabei, oder? Der war auch dabei, ja. Und Ja. dann Alex Webster, der Gitarrist von Cannibal Corpse, war auch dabei.
ja, Mayhem war auch dabei, den Necrobutcher. Ja. Ja, ganz unterhaltsamer Film. Super gemacht, super unterhaltsam. Ich meine, war den Direktkaffee raus so Minlo Sam Dunn erwähnt. Sam Dunn, Miuna ist selber ganz viel von ihm inspiriert los. Und ich meine, das ist auch matt von den Gründen, wieso man überhaupt dazu kommen sind, den Podcast halt zu machen. Also ich hatte zumindest das Gefühl, weil ich meine, du hast mir damals gesagt, wow, guck ein Keier, war zwar nicht der Headbangers Journey, mehr hin auch nach Serie gemäht, und dann Metal Evolution, guckt da dann da dran, ich schon mal da geguckt, und mein nächster Gedanke war, wow, das kann den, also ja, das kann den auch machen auf Eiserde, weißt du, wusste man zwar nicht, dass es gegen einen Podcast ging, wir haben aber ganz viel da, ich finde nicht so geklaut, mir einfach Eis von ihm auf seinen Wirk inspirieren gelos, und das ein bisschen überholt. Ob Eis dumm erderweis ja, das für die PC, also beim Film war, also den Metal Headbangers Journey war sein Durchbruch, kann ich nur nicht so, Aufmerksamkeit, ne? Was sein Debüt, effektiv gesehen, ja, okay, krass. Rauskommen, ja. Da wolltest du noch so? Ich wollte so, das ist aber schon mit dem Film, wo ein international ein Aufmerksamkeit kriegt, auch von der Musikindustrie. Heißt, von den Leuten, okay, nicht Interview gemäht, ich kann mich da an Szenen erinnern, wo ich meine, das war da, wo der Necrobutcher interviewt wird, nicht zweimal interviewt, einmal am Film und einmal nur an der Serie. Genau. Und nicht jeder war mit dem aufverstanden, was hier gefroht wird, dann das funktioniert nicht wie Reporter, sondern ich muss sagen, für die Sport von Musik, wo mehr als normalem Fallen heißt Heavy Metal oder Extreme Music dann an dem Fall, und ihr wollt das halt bisschen mehr genauer gucken und auch vielleicht mehr großes Publikum damit ausschwätzen. Also prinzipiell genau das, was wir hier machen. Ja. Muss es auch so, beim Interview mit dem Necrobutcher, das war am Wacke-Festival, wo das gemacht hat, da hat der Necrobutcher schon ein paar Bier ran, und die waren nämlich ganz nicht da, und ein bisschen angepisst. Ja. Und dafür hat er ein bisschen krass geantwortet, so verschiedene Sachen. Ne? Ja, okay. Dann nur auf der Metal Evolution Episode von Extreme Metal, da hat er wiederholt gehabt, und da hat ich die zwei aber dann auch viel besser verdrohen in dem Moment. Ja, das stimmt schon. Aber ja, ich kann einfach verstehen, dass zum Beispiel irgendwie den Necrobutcher an, ja, für die Leute, die nicht wissen, was ein Necrobutcher ist, das ist den Bassist von Mayhem, auch schon an der freien 90er. Hier war eigentlich auch oben Album drauf, also den, wie heißt der? Mysteries des Satanas. Nee, du hast den The Wag hat ja stimmt, das ist ja wahr. Effektiv. Ihr sollt man würde nicht gemäht. Hat mir Zeit verlos, wenn's dem Johannes beholen, vis-à-vis von Dead und so. Ja, okay, stimmt, genau. Ja. Stimmt, ich irre mich. Es ist nicht falsch, aber ich irre mich. Okay, Stress. Mehr auf jeden Fall sind heute ein bisschen mehr wie just ein Film zu bieten. Und ich meine, die Serie generell als, denke ich, die einfachst zugänglich für das große Publikum. Oder für die Leute, die nicht ganz viel können mit Metal oder mit verschiedenen Subgenres können aufhängen. Ich meine, Beispiel, meine Frau hat mitgeguckt, das war die Episode über Power Metal. Und ich meine, meine Frau ist mittlerweile anderes gewinnt auch von Musik, auch gleich praktisch dieselbe kranke Scheiße wie ich. Ich tut das aber auch ganz interessant von dann auch, das war wirklich einfach zugänglich, und das können mehr nimmen empfehlen, also genau. Metal Evolution oder halt Metal Headbangers Journey. Kleinen Tipp, das kann in der Film auch auf YouTube ganz gucken gehen. Hast du ganz drauf? Ja, okay, cool. Also Headbangers Journey ist ganz drauf, und auch die Einzel Metal Evolution Episoden, wovon der Extreme Metal mein persönliches Lieblingsepisode ist. Das ist ein bisschen mehr Musik ist. Aber die anderen sind auch super unterhaltsam. Du gehst nicht mit davon, gell? Also das ist schon geil. Ja, ist natürlich auch schon viele Sachen, die du kannst, aber ich präsentiere das auf ein immens cool, derweise. Es macht Spaß, ihn nur zu lauschen, die Filme sind einfach gut gemacht. Ja, ich meine, hier ist auch selber ein
große Metal-Fan, das nur nicht Ja. den einfach so schmalweppes am schwarze Bandshirt rundherum an nur lang hoher an gut schmuddle Schlanghoher an keine Ahnung das mega sympathischen Dude dann so könnte doch an den Film an den Doku und River geil Ja, die wird das auch aus dem selbsten Grund machen, wieso mir Zeit machen, da kann ich mir absolut vorstellen. ja wahrscheinlich ja für das Gesamtbild ein bisschen zu vergrößern so mal so Was das ist erwähnen, gibt auch einen Film von ihm, den habe ich zwar nicht gesehen, es sind noch erstaunlich, ich wusste gar nicht, dass der von ihm wäre. Ein halber Film gemacht über Iron Maiden, Flight 666. ja Wo ich mein, also ich schon nicht gesehen, soweit ich weiß, geht es um einen Tour von Iron Maiden an der Bruce Dickinson, was ja auch selber Pilot an hier in Ja. Bands durch Tourneen weltweit und das ist ein bisschen ein Doku darüber. den und schon nicht gesehen ich hat gelesen dass hier den gemäht hat selber gesehen und schon auch nicht mir gut aber auch überall gut wie Reviews und so Genau. das, aber zum Mut für halt Maiden-Fans sowieso Mengen Maiden-Festivals sind gigantastisch groß gell an hier die Tournee sind auch immer krasch direkt ausverkauft also Ja, du wärst ich schon selbst Gebäude kriegen muss was tut man nach so von Doku-artigen Filmer Ja, da hätte ich doch etwas, was ein bisschen mehr Black Metal Richtung geht. Ach, gif mal. Bitte. Ich meine, wir hatten den Film nochmal zusammen geguckt gehabt. Ja. Ich hatte den schon daheim stehen. Ja, der Film dokumentiert auch die ganz norwegische Geschichte, wie jetzt zu allem Kommas, wie du gefangen hast. Kircheverbrennungen, der Mord zwischen dem Euronymous und dem Wag und alles. Film heißt Until the Light Takes Us im Ja. Jahr 2008. Absolut wichtig. Wohl nicht generell lo, weil teilt ja von wirklich just die norwegisch die traditional Norwegian Black Metal Szene durch. Genau. Auch den ganzen wie soll ich sagen, Skandal kannst du nicht nennen mit dat Phänomen was du geschieht aus an der kurzer Zeit weil war ja am Anfang nicht so lange wo du bist richtig krass abgegangen hast so 4-5 Jahre und du buff war ein bisschen ich will nicht so fertig mehr et waren do wo es war an am Tisch am Underground das heißt im Underground kom an durch die Aktionen wie zum Beispiel wo du gerade gesagt hast der Mord Euronymous oder Kircheverbrennung hat das ganz auf einmal so an die Medien katapultiert an Norwegen hast du ein bisschen so gerüsselt gehen so what the fuck lebt gerade Ja, hey, geil. Norwegen ist mir überall auf der Welt bekannt, weil du Ja. hast eine kleine Gruppe, die Chaos Musik machen an Chaos verbreitet und ja, lauter satanische Sachen machen, Leute umbrücht und das war schon ziemlich hardcore, ja was du gelernt hast. Ne? aber bei weitem auch nicht wie soll man das sagen für das nach immer gut river können schmengen ja es sind Leute gestorben dabei nicht gerade wenig so gut schmengen sind sogar auch an der Kirchverbrennung sind da auch Leute geblieben Nee, du sind ja keine Leute sind doch gestorben, keine soweit ich weiß. Schrecken- Ne. Okay. Ja, war nie zu schwer gekommen. Me soll net denken dass da lo ein ultra brutalen Dokufilm aus das just für Glor zu stellen da das dem so geschieht an alle guten Day wo involviert sind natürlich auch do mal dran Genau. an hat halt einer Meinungen das ist interessant für Leute wo selber sich auch mal Black Metal befassen aber wirklich du Stammklinger sinn fir sech do seg Version hanno dabei ze denken. Das ich verbannen until the like takes us mat engen Krimi soll so eng gute Krimi. Irgendwie. Ja, bist schon, weil er baut auch baut Spannung ein bisschen op bis Ja, absolut. bis eben die größte bekannte Mord vom Euronymous eben. Ja. Wat ja am Anfang auch also ich weiß du was net der Meinung mehr ich denke dass dem Moment wo je aber gestorben hast auch van der no ihren meest verkauften Album an auch ihren Durchspruch sonst mal op dem internationaler Bildflash als die wahrscheinlich krassesten Black Metal Band oder krasseste Band überhaupt dat du no wart aber bisschen dat so mat dem traditional Black Metal verstehen weißt dat mengs ja ich verstehe schon wie dat mengs also das lo net dass du nun nicht mehr aus dem Kommmers natürlich sind viel Bands die gehen net haut nach wie Dark Throne wie Emperor wie das nach der Immortal an so die aber an dieser ganzer
bisschen extremer Underground-Szenen waren an nach immer do sinn. Me das einfach etwas verloren gegangen. Der Truppet, dat war dem Moment do mega ugesucht war, dat also bisschen verloren gegangen. Auch von hat noch immer Bands het machen. Et wird net mehr den Durchbruch hun oder den Unhang, wie es wahrscheinlich Demos hat. Das wollte ich am Anfang immer so. Ja, ich verstehe. Ja, und das ist einfach so geil. Genau, ja. Da ganz Atmosphäre ist schon geil. Der Film bringt die Atmosphäre auch richtig gut rüber, ja. Fand ich. Du suchst natürlich den Fenris von Darkthrone wird größtenteils interviewt. Unter anderem auch der Mark Wickens, den zu dem Zeitpunkt nach einem Prison sitzt. Ja, noch lang. Nach lang. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Ich bin ja fast 2010. Hast du ein bisschen echter rauskommen, wen könnte beholen. Ja. Das ist ein Paradox. Nennen wir es. Ja, nicht den bestach oder so. Keine Ahnung, mit Waffen oder keine Ahnung, mit Messeren, pardon. Just mit Messeren gehandelt, mit ihm. Weil er noch intensiv an die Rätszenen aufgedrifft an Prison, da war noch ein bisschen mehr krass gehen. Ja. Da muss ich selber ein kurz Klammer abmachen. Ich hatte auch, also noch nicht so lange hier, den Mark Wickens hat ja eine lange Zeit einen YouTube-Channel, den hast du dann auch nicht gespammt, das zugelegt gehen. Ja, genau, ja. Und du hast lange nicht gemäht. Und möchte immer so ab und zu möchten so YouTube-Channel ab und geht direkt gebannt. Ja, geht direkt gebannt und bis es halt auffällt, dass hier nicht das mehr. Da muss ich schon in eng Episode denken. Es ist kein Unhänger oder so, gell? Also das will man direkt klarstellen. Just weil wir zwei Lohai wirklich, wir sind groß Black Metal Fans und wir kennen uns gut an der aller Sparte aus, wie auch an der neuen Black Metal Szene. Wir sind absolut kein wo irgendetwas so gingen so dekadentes man ja oder gutsche wat dem zu gelernt was dat muss ich so me dem Mann huet e gewissen Charisma wat leider Gottes ganz viel Leid unzieht doch dann an der Doku River könnt so hast da doch wahrscheinlich dem was du en huet ihr schnaps van de schwätzt me wat ich lo am wollt so war je dass du nur Frankreich gezun weil du bist eng an Norwegen nach immer ich meine net weltweit aber an Europa kein den nächsten Metalsinne den net schon heiere gell Wach oder Graf Burzum ja an Frankreich as dann carrément so pu Jo no dem se do waren anscheinend en kind nu as vun de Flicken heich gehol gin weil anscheinend vun enge weil anscheinend en Terroruschlag geplant hat den Hirn as eng Fra an da probiert hin zu rechtfertigen so ja das alles Quatsch an dann kurz trop se ja még Frau der war kurz fir drohen zu de Waffeschei gemäht an erzählt so 20 verschiedene Knarren op wo se du he hun wo se innerhalb von kurzer Zeit kaf und so ja bon gell ja das war ziemlich kontrovers den Typs as mega zwielichtig ja es okay Freund von dem gell gu net ich muss so die echt feier Burzum Albumen sind schon ein bisschen legendär an mussten erwähnt gehen aber ja hin als Person auch sind rassistische Äußerungen und so geil das vergisst ne das schon bei mir durch ja das wie du siehst Burzum der wir nicht vergessen das auch den an der Doku Until the Light Takes Us 4 könnt ich mengen hier in Ass Burzum an Burzum se One-Man-Band genau wo auch ufangs den 90er einfach mal so do war und ich meine noch nie live gespielt allein kannst das schlecht machen nee, ich mengen hat noch einer One-Man wo dann stimmt das war nie sein Ziel nee. Sein Ziel war den anderen wieviel Mal aber fährt schmoll Meister zu picken ja als so Verteidigung ja. Kommen nach mit das Black Metal ich freue mich ein kontrovers an aber gewährt von Flot das wie du siehst mir bleibe bei Film ja am mir schon viel zu viel Zeit mit den bitte Film verbricht ich denke wir können weiter erzählen ja für so eine Person Dokufilmer weil die Kinder erwähnen ich weiß nicht gezielt Lords of Chaos als
Dokumentar oder ich dann nicht das für mich Biopic, ne? Also eine Biografie. Ja. Nee, dann aus mengge Punkt hat kind auch genug andere Dokumentaren auch Auch schon nach einen, den ich wollte erwähnen, Ja, kurz, was schon noch daheim stehen. Das ist ein Dokufilm Lemmy. Den heißt einfach ja. Lemmy, das über den Lemmy, das über Motorhead. Das ist auch saugeil, der Film, geil. Auch ein richtig gut gemachter Doku über Tieren, wie ein lebt daheim, wie sein Boot ausgeseit, wie er philosophiert, an wie ein Auswandern auf Tour aus, geil. Und den Typchen auch einfach nicht herrlich, geil. Von Anne bis 4 sing Art weiß, weil das war den The Badass Rockstar, aber gleichzeitig das noch ein immens freundlichen, sympathischen Typchen, den er auch Respekt weiß, gell. Respekt weiß zu schätzen und noch rumzugehen, gell. Und dafür fand ich, ja, auch absolut guckenswert, ne, für Motorhead-Fans. schon Delo net gesinn ich wollte da nach Mann weil er hatte ja sowieso auch nach weil so einer Filme zu gucken und der kommt mal auch nach natürlich Ja, schwarz ja, ja. ja ich persönlich mir fällt kein weltbewegend Doku lo so nach an Ja, lo mir auch nicht mehr. so da müsste man schon bald ab Filme übergehen da haben wir bestimmt noch ein bisschen mehr zu so. Voilà, voilà. Ja, was soll man holen? Soll man mit Laws of Chaos aufhängen? Ja ich meine mir war bei Until the Light Takes Us das wir bald Beim Black Metal. voilà Voilà. yeah Laws of Chaos als in sich eine Verfilmung von dem, was wir gerade schon gespart haben. Also von der norwegischen Szene, an dem heute Fall just Geschichte von Mayhem, von der Band Mayhem, und hauptsächlich vom Euronymous, ihren freieren Sänger Dead, den ich imberichtet wird, und auch Beziehungen zwischen Euronymous und dem Werk Wickenes. ja an spengende Film halt doch genau do op wat man für du gesot hun wann man mocht Euronymous Genau. ja also das ich persönlich ich will net so dass het schlechte Film ass das ein gute Film für Leute die wahrscheinlich lo net ganz viel mat Black Metal können ufenken an den aber ging so mir gucken ging so gesund dass der Film echt da so okay das de gute Thriller an den erzählt Geschicht gut méi wann aber bis mir genau guckst dann das aber vieles wat bis so ja Ja, klar, wenn bisschen du lusch Geschichte aus, so gut kennst wie mir. ja ne? das stimmt doch man net viel Leid werden hat so genau gucke wie mir Nee, Ist ja auch so, Boah, gell? doch, weil in der Film am Anfang schon bevor rauskommen ist, als ein immens von der Black Metal Community zerrappt Okay, das gehen, wusste ich gehasst gehen, auf mega Shitstorms, längseriert, auch all good Bands aus Norwegen haben sich immens negativ über den Film geäußert gehabt, lange bevor dat hun ich matkrit dat hat ja auch lang dummer zu den weil den weil das denn wie ich schon der Jonas Eckelund mensch as der wo der Film gemet hat Ja, genau, genau. Jen hat all die Bands wéi Mayhem Dark Throne wat nach so Geburtsmutten gefrot wir können Musik zu benutzen am Film also in all es gesot dat war fuck you gell Ja, ja, ja. also ja Am Endeffekt war Mayhem die einzig, die ja gesucht hat, weil sie ja aber auch die sind, die am meisten von dem Film profitiert und am Endeffekt. Ne? Dafür haben sie auch ja Lied, also mindestens Eli das dran ja aber das Funeral Folkmänglisch das dran Ne, Freezing Moon. hm? Da 100% steht. Du Was, diskutieren nicht. sicher Du diskutieren nicht. ja, das du 100%. Moment das du am Studio opwellen Ne, ich meine nur die 10, wo du Konzert hast. okay ja da sind zwei Lieder dran Ja, stimmt. Da sind zwei Lieder dran. Ja, Okay. das ist recht. okay excuse me Ja, der Film also auch echt da für Leute gedacht, die nicht unbedingt Black Metal Heads sind, weil du Ja. kannst ihn auch gucken als Otto Normalverbraucher, so nicht nur als stinknormalen Tippchen, den auch nicht unbedingt nur am Metal mal dran ist. Ne? ja Dafür also auch relativ wenig Black Metal Musik am Film, also eben just, wie man gesagt hat, ein Konzertszene und ein Studio-Szene, wo dran ist. Ne? Ich fand die Echthalten vom Film fand ich immens gut. Zum die ganze Durchstellung vom Dead und der Schauspieler, den Dead spielt und ja immens das ist fand mega gehabt. gut gewesen ja Die zweite Halten, das ist ein bisschen so, ja, okay. Das vor allem Verhalten vom Wagwicken ist, wo Heinz du mich immens gesteuert wird.
noch ich mich persönlich gestellt hat war der Fett dass nein ich gegen Schauspieler ich fand das gut geschauspielert de Casting war auch nicht der schlechtesten et war ein bisschen wie du schon selber siehst an der zweite Halschen war den wo genauso krank war theoretisch wie den anderen war aber immer so als zu dat unschuldig Lamm durchgestalt ging Deelweis dat huet mech bësse gesteiert, weil ke vun denen vun do Demos do mat gemetet war onschëlleg an egal wat war geil. Die waren all krank geil am Kap geil. De krankste vun allen kenint so was so gut den Dat geil. Den huet bis an dat aller extrem getriebe geil. Ja bisse schon. Nee, am Ballfall kann ich gucken. Zu rekommandieren aber geil. Ja, wann in lo, also auch für die Black Metal Fans dabei die diesem Film kritisch geht nie verstehen an net gesinn hun guckt den magische Bild. Ich fand das guckenswert trotz allem. Ja. Und das muss der nicht vergessen, dass da immer ein Film was immer fiktiv und zählt nie die richtige Geschichte. Das ist so. Me all in all as der Film net ze vergis ging so als Musikhommage oder als Film und Musik basieren der net vergise absolut net viel Filme gin iwwer die extrem Musik sehen ja iwwer die extrem sowieso net mehr generell also ich kennt dat lo zum Beispiel net viele Leute rekommandieren die ginge gucken me also ich schon dat och mat op in den na geguckt an schon den do gesinn an ich war so okay ich kann verstehen wieso der Shitstorm kommmers durch Puristen an die true Black Metal Nerds et kann nicht aber ganz einfach gucken und das auch nur nach Tele auch kein wie soll ich sagen das lo kein Drama also das ist schon dramatisch schon das schon echt so Thriller an teilweise verschiedene Szenen sind auch ziemlich gore geil. Ja, das stimmt. Das sind nicht viel Blut, also es sind 3 Szenen am Film, wo eine Person stirbt. Aber die sind ziemlich blutig durchgestaltet. Ja. Ich fand persönlich noch, das wir am ekelsten rüber können. Und das ist wahrscheinlich eben gerade dadurch, weil den Hieronymus an dem Teil vom Film als so ein bisschen unschuldig durchgestaltet hat, das sein Mord. Denn das ist so Psycho an dekadent durchgestalt. Ja. Das schon mal, keine Ahnung, dass du als normaler Menschenverstand siehst, okay, nee, das kann nicht so gewirrscht sein. Keine Ahnung, das ist aber ein bisschen zu krank. Mehr aber, es wird dem Film aber auch nicht schlecht getan. Also die Szene wird dem Film nicht schlecht getan. Nee, das nicht. Noch anders hast du den Dead fand, also das ist schon krass. Ja, das hat anscheinend so aufgespielt. Das hat ja auch ein Abschiedsbrief durchgelöst, wenn er drauf geschrieben hat. Entschuldigung für das ganz Blut. Cheers. Ja, das ist schon ein bisschen weird. Mit den Typen war ja auch nicht wirklich, ja. Er war furchtbar depressiv, ne? Der war furchtbar psychisch krank. Ja, der war, ja. Jetzt wird vielleicht Dad genannt. Ne? Ja. Nee. Aber ja, lassen wir ein bisschen mit die Dunkelfilme auf der Seite. Da kommen wir selbst mir Verfreiliches. Ja. Und nun kann ich noch ein kurz Metalhead erwähnen, weil den aber auch wichtig ist. Ja, den ist super. Den ist auch richtig, kann ich so schön, dass keine Ahnung, dass das Bildgewalt muss ich sagen. Da kann mir erwähnen, nur direkt, weil das immer dabei. Ja, du hast hier schon recht. Was ich? Bei ja, Metalhead. Ein isländischen Film aus dem Jahr 2013. Ja, das ist echt ein Arthouse-mäßiger Film, Independent-Film, im Fall ziemlich unbekannt. Ne? Ich hatte zufällig entdeckt gehabt, da erzählt Geschichte von einem jungen Mädchen, was ein bisschen traumatisiert wird, weil sein Bruder stirbe gesagt. Sein Bruder war eben auch großen Metalhead und hat überhaupt nur ein bisschen seine Rolle, also seine Aderweis Trauer zu verschaffen, genau. Und dann geht hat eben ein Metalhead, ne? Und das Film spielt dann hauptsächlich, wo hat schon mal ein bisschen Erwürzen aus oder jungen allen Teenager, wie auch immer es will so. Erzählt ein bisschen so die Geschichte, mit der Trauer umzugehen, mit dem Leben umzugehen und mit der Leben zu seiner Musik. Ne? Ja, und noch mit sich selber eben. Ich meine, der Film ist gedroht,
Sänger irgendwie Depression, weil es probiert etwas zu sehen, was das nicht unbedingt ist, oder probiert ein Groll zu erfüllen, wo es nicht kann erfüllen. Ja, genau. So wirkt es ein bisschen. Aber das am Anfang auch dann nur darum, an dem Film ein klassisches Beispiel dafür, es wohnt ja eigentlich an einem ganz kleinen Dorf und sind nicht viele Leute da. Ja, das ist kein Mensch. Voilà, das von 50 Leute, sie sind nicht viel, und jeder kann jeder reden, und dann fällst du halt ein bisschen aus der Reihe. Du bist wortwörtlich das schwarze Schaf. Mir persönlich hat der Cover oder der Poster vom Film extrem gut gefallen, gell? Ja, das ist die isländische Landschaft, piktoresk und so, und dann hörst du halt, weil der Corpse Paint Karim da steht, Tor, schmuddelig am Gesicht, denken, das ist am Anfang ein typisch Arthouse-Anekdot, so ich muss so, gell? Genau. Für so durchzustellen, und das könnte gut am Film rüber. Und das ist auch schwer dann, wir hat am Film mit irgendeinem können über irgendetwas zu schwätzen, weil jeder nicht just als verrückt ein bisschen erklärt, zumindest mit den Sachen, wo dann nur noch am Film mischt. Genau. Zu der Woche gute Schluss, muss ich sagen. Sind doch nicht viele Leute, die Musikszene eben kennen oder verdrohen. Und das hat ähnlich in der ganzen Gemeinschaft hat so tickt, ne? Und das mischt die ganze Sache auch nicht gerade einfach für hat, ne? Das kennt ihr noch zum Beispiel mit Eis indirekt vergleichen, ich meine, also ich hatte so Situationen mehr wie ein Kehr, man sprach Lycée-Zeit zu gucken, gell? Am Lycée, du an einem gewissen Jahr lauschst du dann Metal und du warst den Ähnchen. Du warst auch dann den Ähnchen mit Bandshirts auf der Klasse. Ich meine, da brauchst du sie genug Metalheads oder Leute, die alles nur lauschen, wo so, ja, das ist nicht falsch, gell? Du bist dann aber immer ein bisschen so, du bist das schwarze Show an dem Außenseiter. Ein Außenseiter, ja. Und du verkrauchst dich an Dinger Musik. Ich meine, du warst Eisball alle gut und mindestens ein Kehr gegangen. Ja. Natürlich. Ich war auch oft Satanist genannt, weil ich mir die Menschen T-Shirt unhabe. Ja, den ist ja klein Kanner zum Breakfast. Ja. Aber, ja, wie gesagt, der Film absolut guckenswert, denke ich, dass vielleicht auch matt von denen visuell, wie gesagt, schönste Filme. Ja, und doch finde ich ein bisschen seriös hält, ein bisschen echt hält. Ja. Und doch die ganze Thematik eben ein bisschen echt hält. Ne? Ja, es ist nicht unbedingt einfach zu gucken, aber rekommendabel im Fall. Ja, absolut. Das tun wir dann nach. Boah, wir können entweder bei Pick of Destiny gehen, wo wahrscheinlich viel gesehen wird, oder Heavy Trip, da das die River los. Dann fuhr du durch. Ich fuhr du. Okay. Also, Tenacious D, große Nummer. Die beste Band überhaupt, laut ihnen, selber betitelt. Sind auch schon ein gutes Zeitchen dabei, besteht aus dem Carl Gass und dem Jack Black, wo auch natürlich Schauspieler hat. Der Film Pick of Destiny, ich weiß nicht mehr genau, vor was für einem Jahr das ist. Schon ein paar Jahre hier. Kann es 2008 gewesen sein, kann das sein? Ich weiß nicht. So mal das. 2006. Was nur bei? Ich war nur drin. Mir auf jeden Fall, The Pick of Destiny hat damals komischerweise doch an Kino gepackt, weil doch nicht irgendwie gedauert hat, weil es aber ein pure Comedy ist. Schon bald teilweise ein dumm Comedy. Ein Satire bisschen. Ein Satire, weil ein Satire ob dem Metal an ob seinen Unhänger an für allem auch ob Musiker die Musiker die wollen famous gehen, da wollen von Haut mal Rockstars gehen. Also wie gehen ich mit nicht? Ich kann wirklich nicht. Und ich was ich brauche als den mächtigste Plektron auf der Welt. An dem muss ich fannen, wenn ich den Hund, da kann ich Satan beschwören. Und ich kann gegen die Gitarre spielen. Das selbst kann auch just den Jack Blackman. Und plus, dass es da funktioniert. Das ist noch das Beste in der Sache. Der Film war unterhaltsam. Auch von den Teilweise, die wirklich so, was ist das? Du hast so dumm, geil. Und das ist ziemlich dumm. Den Film hält sich aber auch nicht echt, geil. Ja, ja. Das ist so. Das ist aber dafür Fun zu gucken. Ja, absolut. Und noch ganz viel Hommagen dran. Natürlich den Ronnie James Dio selber mit dem Film. Absolut, ja. 3 Jahre drüber zu verstören. Das tut dem eigentlich ein gut Symbol gesagt, dann der Meatloaf meine ich auch mal drauf. Meatloaf spielt sein Pop, ja. Ja, stimmt, ja. Kickapoo ist Lied von du fängt, ja. Dave Grohl spielt den Satan zum Schluss.
das wusste ich nicht. Okay. Doch. Okay, cool. Ja. Cool. Nee, das ist so witzig Film, auch einfach zu gucken, auch vielleicht nicht jugendfrei. Muss ich so. Nee, vielleicht nicht unbedingt. Nee. Muss ich so. Nee, Aber an ja, Musik. Fun. Ja, viel geile Musik dran, absolut. Sind alles selber geschrieben, so noch den Album selber so betitelt, wo du noch raus oder gleichens mal Film rauskommen Tenacious D, The Pick of Destiny. Die gehen noch Hautmenge, bald Tournee, wo sie sind, gehen die Lieder darüber aufgespielt. Ja, Master, ausverkauft. ja, Master Exploder oder keine Ahnung, ja, Kickapoo, den Intro. Was tun wir noch da drauf? Den Belzeboss. Das letzte Lied, wo sie Ja. Satan selber spielen. Das ist ja dann ein gewissen Anekdote oder auch ein Hommage und hier hat irgendwie Tribute, was ja so viele Jahre für drunten rauskommen ist, wo sie schon ein gemäht und wo sie gegen den Satan wollten Contest machen. Richtig, ja. Ja, also der Film so dumm wie nass, so in irgendwo wichtig ist dann aber auch für die ganze Szene, muss ich schon sagen. Ja, absolut. Also, ja, kann ich ruhig gucken, aber kann aber auch während dem Gehirn ausschalten, einfach genießen. Ich ging das können du machen. Ja, Wenn voilà. du guckst, also du guckst mit einem offenen Gedanken und sagst, okay, ich will einfach mal ein gut 1,5 Stunden lachen. Voilà, dann ist das ganz okay. Da war schon mich gerade an meinem Kabel abgehangen und ich kriege es nicht los. Okay, das ist gut. Furchtbar. Dann erwähne ich noch kurz einen anderen Film, wo ich 4 Gäste geguckt habe, von der ehrlich sind. Ich hatte den ein bisschen vergessen, den ist auch wirklich gar nicht bekannt, das ist wirklich ein Underground-Film oder eine Underground-Komödie, kannst du schon mal sagen. Den heißt Heavy Trip, das ist ein finnischer Film. Ich meine, das ist für 2-3 Jahre rauskommt. Ich muss noch kurz gucken, hatte ich mal Heilo abgeschrieben, natürlich schon schnell abgeschrieben. Tamaguchi. Wo war's denn? Wikipedia, du bist 2016, ja, Wikipedia aus der Bestwelt geht. absolut. Ja, wie gesagt, den heißt Heavy Trip, finnischen an auch norwegische Film, teilweise. Und dann erzählt Geschichte von Feier Kollegen, wo wollen eng Band oder wo eng Band tun. An dem Fall, wann ich es definieren, ich mengen den Typs am Film definierte Genre, wo sie man als Symphonic Post-Apocalyptic Christ-Abusing Reindeer Grinding Metal. Und das, voilà, also der Film hält sich auch gut nicht seriös, aber das vielleicht eben von den besten Music oder in dem Fall Extreme Music Comedies oder Filme generell, wo ich bis so gesehen habe. Ich muss so eine Person so kurz erwähnen, wie sie überhaupt drauf kommen oder was am Film geht, dass voilà, sie machen schon eine gute Zeit Musik, aber sie machen just Coverlieder. Und geht hinaus so auf den Sack, wird wirklich gesagt. Und da wundern natürlich schon einen kleinen Dorf, wo jeder kennt, dann wo es nicht viel Stars gibt, und wenn dann rauskommt, dass sie anscheinend für ein großes Festival Geburt gesehen, gehen es aber von Haut auf Morgen an so einen kleinen Dorf zu wirklich so richtig Bekanntheiten an. Ab do, wann se sech bis op Drees man an de Film vung heescht jo auch Heavy Trip an original ass Heavy Reisu, wat ja Heavy Trip heescht an, da man sech op Drees fir op de Festival an schon selten soviel gelacht wie dat wat du geschiet ass gell. Also kann ich nimmen empfehlen, ans du 1,5 Stunde Zeit hues fir dech gute wäsch ze geien an so hullen noch wirklich alle Genre op Schëpp. An all Klischee opschëpp an sie viele Momente am Film wo se halt dat bisschen mit die komplex an bisschen mit die schwerer Zeit von enger Band en ewel ophalen da geht raus oder den andere wes net wat soll spielen oder so das Deckfühl wo ich bei gesagt ja ich kann dat gefehl ich kommt mir steck gut mat dem Film auseinandersetzen und ich kann den immer rekommandieren. Ja, war schon nur net gesinn mir an letzten CD man schon so viel von dem Film geschwärmt. Da ich mal luschen op eng Amazon Einkaufswagen gesagt. Wunderbar. Gut, dass den noch lieferen. Was ging mir so machen? Gell? Absolut, ja. Was kann ich noch kurz zu dem Film sagen? Ja, ich meine, ich beende schon meinen Kommentar zu dem Film, an dem ich just ihre Bandnummer erwähnen. An der Lust nicht Bit weiterführen. Also hier Band hat kein Nummer am Anfang vom Film und dann sichern sie nur einem Nummer. Und durch verschiedene Elemente am Film dezidieren sie sich dann dazu, sich selber Impaled Rectum
zu nennen ist mega. an du mat Guinness Wort weiter um de Pet weil schon alles gesucht wenn ich so muss guck dich den Film hun Klingt aber voll ganz ganz gut ich bin gespannt mit der ranzuzeigen guckenswert alle für zack. all die Leid dubausen wo Netflix hun ich noch Film zu rekommandieren den Moment doch schüst op Netflix zu gucken ass ja, The Dirt schon nachgucken stimmt dat ass och e Biopic also eng Biografie iwwer Band Motley Crue nee dat se den ernst das nee dat se den so Frosi okay Mötley Crue ja Slash rauskom selbe Stuer wie menggle Joch Bohemian Rhapsody rauskom ass och ganz gut das super Film wat ich bei dem Film bis vermisst hat also bei Bohemian Rhapsody war ja das der Film also bisschen zu brav heernst du am Sinn von dat Freddie Mercury Sex an Drogen Eskapaden just ugedeiht gehen aber nie gewisse gehen gell aber den heute Film ist der komplette Konträr den weist alles Sex, Drugs und Rock'n'Roll gibt mal große Buchstaben riesig groß aber Tafeln an dem Film demonstriert gell kein Band wird also ausgelebt wie Motley Crue gell aber das alles dran von ihrem Umfang den Nicky 16 Everdosis an alles gell das alles mal dran an das wirklich dick aufgefuckt sick auch gut erzählt gut erzählt auch gut geschauspielert. Da schwert man den aber nach der ganz sicher ranzählen. Voilà, wird gemäht gehen. So, der Gitarrist Mick Mars, der geht vom Iwan Rion, ich weiß nicht genau, wie sie nun ausschwätzt, der aus Game of Thrones, den The Ramsay Snow gespielt hat. Der geht von ihm gespielt, gell. Auch sau cool. Ja, auch als Schauspieler im Allgemeinen absolut gut, gell. Mhm. Ja, gut. Also guck dich daran. Das geht gemäht. Nicht haut, aber was so steht. Richtig. Für du noch ein kurz Bohemian Rhapsody auch erwähnt. Ja, also es gibt noch genug andere Filme, die natürlich nicht mit Metal zu tun. Ja, natürlich. Ja. Mir fällt noch gerade Dancer in the Dark und fällt mir noch an, der auch. Freck. Ja, ich weiß, aber der Film, wo ich zum Kreischen brüht, gell? Ja. Das ist ein ganz anderer Sport, aber ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich wollte aber kurz erwähnen. Ja. Länger auch, weil wir allen zwei ein ganz großes Leid für Björk haben. Genau. Björk ist ganz tief an unserem Herzen. Ich meine, wir waren auch... War das Jahr oder war das letztes Jahr? Vielleicht das Jahr ist gut nicht gelaufen. Nee, Anfang des Jahres. Nee, ich meine, von der Ende letztes Jahr war das, ich meine, von November. Also, das Zeit ungefähr, mir ist gewesen sein. Ja, das war auch ein geiler, aber auch lustig Konzert. Eben so wie hat eben das, gell? Ja, voilà. Ja, auch Rocketman war auch letztes Jahr rausgekommen. Mit Elton John seine Geschichte. Den habe ich leider auch nicht gesehen. Ich hätte auch auf der Liste. Ja. Ich meine, hat man schon bald die wichtigsten Filme durch. So ein bisschen, ich denke schon, ja. Ich hatte auch noch einen Film gesehen gehabt, den heißt Deathgasm. Ja, den wird auch überall erwähnt. Den habe ich auch selber nicht gesehen. Den hat auch total aufgefuckt. Ne? Das ist ein neuseeländischer Film. Das ist eine Zeit schon hier. Ich wusste, bei Gedächtnis ist rumfrischen, an dem ich nicht geguckt habe. Das viel zu lachen. Das sind Splatter, Gore, Horrorkomödie. Ja, Neuseeland dann, gell? Ja, genau. Das ist auch der typische, wie den Peter Jackson seinen Anfang gemacht hat. Seine ersten Filme, also wie Bad Taste oder Braindead, genau. Das ist genau den Gore-Faktor, den es am Film auch hast. So wie eine Band, die sich Deathgasm eben nennen, die Death Metal machen und irgendwie kommen dann Dämonen beschwert am Stil von Evil Dead, gell? Und dann wird alles umbrüscht, dann gesplattert und aufgefuckt. Und das klingt unterhaltsam. Das ist fest. Also, der Film hält sich auch nicht, soll noch nicht, gell? Wenn das ist ziemlich stumm. Aber unterhaltsam. Deathgasm, die hat das geht dann auch noch geguckt. Schon da so viel zu dienen, das ist furchtbar. Ja. Ich weiß nicht, wo ich die Zeit soll hier holen. Gell? Das ist schon immer schwer für Hai ein Datum zu fahren. Wir können dann von just, also wir holen immer, sonst muss wir probieren, Samstags abzuhören, weil in der Woche hast du dann immer so ein Saft.
Mehr kommen gut 4 Runden. Ich meine, das wird dann schon als 8. Episode gehen. Denken ich. Schon mal in die Mod gezählt. Ich muss mal erzählen, weil ich schlöden so rup. Und da fragt er immer eine Nummer. Wie viele Episode hast du? So, schon keine Ahnung. Muss man dann genau erzählen. Ja, das ist effektiv schon die 8. Also, mehr gut geschafft, muss ich sagen. Wir wollen uns vielleicht hier auf der Platz auch noch und all den Leuten, wo als Facebook seid, als Instagram seid, alles anders, das geliked und kommentiert, zwar noch nicht wirklich, mir das egal. Wo also ein gutes Feedback gehen hun an ja, wir hoffen geht so weiter. Voilà. Wann ihr debausen och noch en oder anderen Film auffällt über Metal 10 den mal net erwähnt sind oder die vielleicht kennen, schreibt das an Kommentare, schreibt das auf Facebook oder auf Instagram an ja, dann kann die auch noch erwähnen. Das ist eine ganz gute Idee. Mehr Werte wie gesagt da noch einfach eng Lust machen mit denen Sachen, wo mir lo erwähnt tun. Das Leute das können vielleicht durchvollziehen oder vielleicht sogar einfach den Trailer posten. Muss man gucken. Aber wenn der Datei lauscht, da wird das wahrscheinlich schon aktiv sein. Was tun wir noch zu sagen? Bei unserer letzten Episode haben wir ja über Power Metal geschwärzt. Und lo gehen wir dann aber wahrscheinlich ab der nächsten Episode nach Richtung Genren. Mir ein paar Ideen. Ich meine, willst du schon etwas sagen? Wir sind uns noch nicht sicher, ob wir sollen Death oder Trash machen. Ich glaube so, wir fangen mit Trash als nächstes weiter. Trash is King. Ja, meine. Gut, dann machen wir das halt so. Ja, sonst. Ja. Ich weiß nicht, was zu sagen. Für den Rest halten wir euch am Laufenden, wie es weitergeht. Bleibt rund. Bleibt gesund. Das sowieso. Und bleibt Metal. Bleibt Metal. Dann also bis demnächst hi bei Comedy. Jo, au revoir. Auf Wiederschauen, der Herr.